Habe ich das alles nur geträumt? Oder habe ich wirklich einen Sohn bekommen letzte Nacht? Wo der Geppetto verschlafen durchs Zimmer tapset, sieht er den Pinocchio friedlich schlafen und wie ein Blitz fährt es dem Geppetto durch den Kopf. Pinocchio, wach auf! Du musst in die Schule! Der Pinocchio hat zwar ganz genau gehört, was der Geppetto gesagt hat, aber er hat nicht den gleichen getan. Pinocchio, aufstehen! Ich gehe jetzt zum Bäcker, Brot holen. Sonst musst du ja mit leerem Magen in die Schule. Nur ganz kurz ist der Geppetto weggegangen, aber als er zurückgekommen ist der Pinocchio schon längstens über alle Berge verschwunden und überall hat er etwas zu entdecken gehabt. Frösche, die rumgumpen, Schmetterlinge, die rumflattern und Vögel, die in der Luft ihre grosse, runde Linie ziehen. Die Welt ist dann schön und voller Wunder. Ich gehe nie mehr heim. Die Stunden sind vergangen wie im Flug. Der Pinocchio hat plötzlich aber gemerkt, dass seine holzigen Beine müde werden und Hunger hat er auch bekommen. Wäre ich doch nur nicht fortgelaufen. Jetzt hocke ich da und muss von einem grossen, knusprigen Brot träumen, statt daheim eins zu essen. Ich muss jetzt heim, sonst verhungere ich noch. Wie ein Häufchen Elend ist der Pinocchio daheim angekommen. Aber der Geppetto war nicht daheim und zu essen hatte es auch nie etwas gehabt. Der Geppetto ist mich sicher suchen und ich muss jetzt hier verhungern. Grrr, grrr. Das hättest du auch verdient. Einfach von daheim fortzulaufen. Grrr. Was geht dich das an? Hör auf, mir vorwärts zu machen, sonst hau ich dir eins auf deinen altblöden Grillenkopf. Grrr. Du bist und bleibst ein Holzkopf. Grrr. Du hast keine Ahnung. Ich bin schon fast der richtige Mann. Woher willst du das echt wissen? Grrr. Woher ich das weiss? Ja, ich bin ein richtiger Mann, weil ich den Frosch schon die Beine ausreissen kann. Und weil ich schon auf Bäume klettern und die jungen Vögel aus den Nestchen holen. Grrr. Ein richtiger Mann kann zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. So etwas macht ein richtiger Mann nämlich nicht. Grrr. Ein richtiger Mann muss 3 Bedingungen erfüllen. Ja, was für Dinge denn? Du musst ehrlich sein, du musst mutig sein und du musst selbstlos sein. Grrr. Grrr. Du gehst mir grusig auf den Geist mit deinen schlauen Sprüchen. Und vor allem interessiert mich jetzt nur eins. Ich habe Hunger und ich will etwas essen. Grrr. Wärst nicht von daheim davon gelaufen, müsstest du jetzt keinen Hunger haben. Grrr. Ich kann mir auch selber etwas zu essen besorgen. Der Pinocchio ist zum Haus aus und zum Bäcker gelaufen. Er hat gedacht, er könnte dort ein bisschen Brot betteln. Aber der Bäcker hat schon zugehört. Der Pinocchio ist ums Haus herumgeschlichen und hat probiert, durch ein Fenster in die Bäckerei hineinzukommen. Aber alle Fenster waren gut verriegelt. Also hat der Pinocchio einfach an der Tür einen Sturm geläutet, bis ein Fenster im ersten Stock der Bäckerei aufgegangen ist. Hey Lantonner, wer läutet mir um diese Zeit raus? Ich bin's, der Pinocchio. Ich hätte nur gerne ein Stückchen Brot. Wart nur, dir gebe ich Brot. Tu deine Hänge auf. Ja. Da, ein guter. Flutschnass vom Kübel Wasser, wo der Bäcker Pinocchio angeleert hat, ist er heimgetrampelt. Ganz erschöpft ist er daheim im Körbli, wo mit Holzspänen gefüllt war, eingeschlafen.